Wir hatten heute als Movement Ökologie eine Pressekonferenz, wo wir darüber gesprochen haben, wie geht es weiter mit der Versorgung von den Schulen durch Lebensmittel, aber Black als der für allem durch biologisch hergestaltete, konventionell hergestellte Produkte. Da wollen verschiedene Leute Aufänderungen. Wir wollen aber auch thematisieren, wie geht es weiter mit der Verteilung von Lebensmitteln an der Vererbestung zu Lützeburg. Da gibt es schon eine Reihe, lass mal so, ein ganz interessant Diskussionspunkte am Blog, an die wollte mir an einer Pressekonferenz vorstellen, auch wie es beim Biolandbau zu Lützeburg Tukur weitergeht. Supply for Future ist eine Initiative von dem Edukationsministerium für führende paar Jahre, wo ein richtiger Boost war für die Landwirtschaft zu kurz zu Lützeburg, auch für allem auf den Biolandbau, den so einen gesicherten Aufsatz quasi unbedingt gebraucht wird. Aber verschiedene Leute stoßen sich darunter, dass den Lützeburger konventionell produziert Produkt ein bisschen andere Punkte kriegt bei Restopolis wie den am Ausland produzierte biologische Produkt. Muss ich wissen, was heißt das Ausland? Da das nicht paar 100 Kilometer weit weg aus Südafrika normalerweise, mit das für allem das Nordausland oder 200 Kilometer weg. Und die wollen da vorstellen, weil sie mengenlich einfach auch ideal suchen, dass es mir wichtig, dass man zu Lützeburg hergestellte Ware verkaufen, wie dass man Bio-Lebensmittel verkaufen. Und mehr als Movement Ökologie suchen, nee, das ist die falsche Antwort, weil wir brauchen ganz klar auch den kleinen Druck, ob den Lützeburger konventionell produzierende Bauer von einem ausländischen Bioprodukt, wie das in echter umstellt. Wir haben einen Lützeburger Aktionsplan Bio gehabt, den ein paar Jahre gegangen ist, den das Jahr auslief, 2025. Und da war das Ziel, dass wir 20.000 Hektar das Jahr müssen erreichen am Biolandbau. Wir krebsen am Belag bei 10.000 an Episoden, das war 24, ganz viel Wertschnitt getan haben. Das ist also ganz klar, dass wir unbedingt nach einem Hof brauchen, für das der Biolandbau zu Lützeburg führen geht. Wir sind hier nämlich weit weg von den Zielen, die andere Länder erreichen am Bio. Die sind als weit voraus. Wir müssen uns nicht bratzen mit unserem Resultat von Lützeburg par rapport zu anderen Ländern. Und wir müssen einfach sagen, dass wirklich die Demarche für Restopolis geholfen wird, eben, dass die heutige Biolandbauern hier wurde wirklich aufgesetzt, Kruten viel mehr, und das den Atredo war wie umzuklammen. Und ich gut, mir leben nicht drin, dass von das geändert wird, bei Restopolis, so wie verschiedene Leute wollen, dass dann wir überhaupt eine Chance haben, wie die Bio ordentlich zu Lützeburg auf hier zu bringen. Du hast etwas weiteres dabei, was die Situation zu Lützeburg, das man so nicht mehr einfach mischt. Wir haben alle Lützeburger kennt die Struktur, die Firma Provençal. Provençal mischt ein gut Arbeit, muss ich sagen. Sie sind ganz effekaz, sie liefern gut, sie liefern zeitlich, sie verschaffen Waren. Aber Provençal hat, weil den heute sieht, eine marktbeherrschende Funktion. Und eigentlich ist der Sektor extrem abhängig von der Provençal. Bauern zecken, Bauern aus der Provençal, wie sie trauen sich nicht, andere Sachen zusätzlich zu machen, sich zu diversifizieren. Von der Tote wie ein Damoklas schwert Iwertine schwirft, das aber trotzdem hat Akteur zu fallen lässt. Froh ist das legitim, weil Provençal als ein privater Betrieb, oder ist das aber problematisch, weil damit den Provençal aber wirklich den Takt führt, wie zu Lützeburg Lebensmittel verteilt und noch verschafft gehen. Wenn ein Sektor wie Lebensmittel, wie Kantinen so stark dominiert wird von einem Akteur, der vielleicht legitim nur sich guckt, wie wo aber an Eisenhahn zur Diskussion steht, ob das gut ist für uns alle gut. Als Hauptforderungen sind ganz einfach. Erstens, wir hätten gerne, dass das Modell Supply for Future an all öffentlichen Kantinen ausgebaut wird, das heißt auch Spitäler, Altersheime und so weiter, soll in Zukunft konventioneller, für allem biologisch zu Lützeburg produziert Lebensmittel absolute Vorrang kriegen, auch viel mehr nur gefreut gehen. Wir werden uns aber auch zweitens, dass eine Landwirtschaftsministerin den Biolandbau viel mehr hochschiebt, wie das bisher der Fall ist, an einen seriösen Aktionsplan möchte, für die Bio zu pushen, den auch mit den Akteuren beschwert wird. Aber Black unter anderem hat mir noch kein Gespräch mit der Landwirtschaftsministerin. Wir fanden aber auch richtig, dass die Lützeburger Bauern, die konventionell produzieren, nach ein bisschen umgestellt gehen von den Offeren aus vom Bio, die wir aus dem Ausland importieren. Wir mengen, dass die kleine Konkurrenz von den Bioprodukten aus dem Ausland eine gute Motivation ist, für die Lützeburger konventionell produzierenden Bauern umzuklammen. Ob Bio, anweislich ist es mal so, dass die Bio massiv Vorteile hat par rapport zum konventionellen, was Biodiversität, was Artenschutz und so weiter betrifft.
Wir wollen aber auch, dass das Landwirtschaftsminister den Biolandbau viel mehr echt hält, viel mehr der Hand steht, auch viel mehr pusht. Und du eng Responsabilität, die wir halt am Black verfehlen wir all als gesagten Ziele als Lützeburger Land dank der Education. Das Ministerium seiner Initiative als Verschiedenes geschieht. Mit Landwirtschaftsministerium mischt nicht genug. Wir erwarten als vom Landwirtschaftsministerium, dass es sich gut Beispiel hält, dem Edukationsministerium, dem Merci seht für die gute Arbeit, die gemacht wird, bis als Education, und dass das Landwirtschaftsministerium endlich drauf springt und noch sein Undeel mischt, dass mehr Bio konventionell Wuren ugebote gin. An net zulächt fan dem wichtig, dass drüber geschwert gëtt, wéi zu Lützeburg Strukturen fir d'Verdelung vun de Lebensmittel an Vererbestung vun de Lebensmittel an Zukunft sollen opgebaut gin am Interesse vum ganze Land. Et mis de ganz transparent schwätzen, muss endlich drüber schwätzen.